Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Die Welt lehrt uns heute, dass nicht Gott unser Schöpfer ist, sondern dass wir durch Evolution entstanden sind. Diese Lüge erzählt man unseren Kindern bereits in der Schule. Der ehemalige Humanist des Jahres, Julian Huxley, sagte, das Herz des Humanismus, die zentrale Idee, auf die alle Details zurückgehen, ist Evolution. Gut, alles muss evolutionistisch sein. In den Schulen müssen Kinder evolutionistisch gelehrt werden, ja oder nein? Es ist Gesetz. Ist es Gesetz? Ja, es ist internationales Gesetz. Hier auf dieser Webpage in England fragt die Person die Frage, warum ist die Evolutionstheorie im Schulunterricht Pflicht? Die Schöpfungslehre jedoch nicht. Seit Kreationismus geächtet und Evolution verpflichtend in praktisch allen US-Schulen ist, haben viele Kreationisten sich entschieden, ihre Kinder nicht länger dem Staat anzuvertrauen. Schreibt BBC. Religiöse Meinung, die meisten religiösen Leiter betrachten Kreationismus weiter als Aberglaube. Der Klerus-Briefprojekt hat sein Ziel erreicht. 10.000 Unterschriften, das sind Kleriker, Prediger der protestantischen Gemeinden, sogar Rabbis haben unterschrieben, Evolutionslehre ist Wahrheit und der Schöpfungsbericht ist Unsinn. Und die Weltregierung UNO zwingt die Menschheit, um zu lehren, dass Gott ein Lügner ist. Er hat die Welt nicht geschaffen, aber die Kinder müssen lehren, dass er sie nicht geschaffen hat. So sind wir gezwungen zu lügen. Absolut. Lug ist Pflicht nach UNO. Selbst Franziskus verbreitet die Lüge, dass sich Evolution und Schöpferglaube nicht ausschließen. Demnach hätte Gott die Welt durch den Urknall geschaffen und sich dann entwickeln lassen. Vom Affenmensch zum heutigen Menschen. Ist das so? Nun, meine Bibel sagt mir da etwas anderes, nämlich, dass Gott den Menschen in seinem Bilde schuf. Auch sagt mir meine Bibel, dass in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Er sprach und es war da. Und nicht er sprach und in Millionen Jahren entwickelte es sich dann. So sehen wir, wie die Welt auch hierbei gut darin ist, dieses 9. Gebot zu vergessen und man so Menschen dadurch ihrer Herkunft belügt.